Präsentiert vom Carlo Garofalo. Regionalkultur. 100,7. Brauche ich nicht allzu weit sicher zu gehen, für festzustellen, dass hinter den letzten Jahren Plötzlicher Spruch bei weitem viel mehr präsent ist, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Die solche Romane, Bücher, Filme und Theateraufführungen, neue Editionen von Diktionären und Grammatikbüchern oder auch Annoncen an Artikeln an den Tageszeitungen, für nehmen das Beispiele zu nennen, weisen ganz deutlich die Welle von den Letzteburger für ihren Spruch eine gewisse Stellenwert zu gehen. Das alles konnte aber nicht mehr erreicht gehen mit der Hilfe von Assoziationen, Institutionen, Allgemeinen, die sich zum Ziel gesetzt haben, mit vielen unterschiedlichen Organisationen Letzteburger Spruch zu promovieren. So wird zum Beispiel das Jahr am Hirsch Gemeinde Letzteburg 10 Leute als Chargé de Cours de Langue et de Culture Luxembourgeoise fest angestellt, für auf eine professionell Weise Formationskuren für den Letzteburger Spruch anzubieten. Ein von den Formateuren ist der Jérôme Lulling. Der Jérôme Lulling, dem man einem Contrat à durée indéterminée Integrationskurse gibt, an dem nur hauptsächlich mit ausländischer Mitbürgerschaft, hofft aber, dass auch noch mehr Letzteburger bei hier an Schule kommen, für auch ihnen sein Wissen weiterzugehen. Es kann ihn aber feststellen, dass während der letzten Jahren den Interesse für einen Spruch am Allgemeinen zugeholt wird, ob schon, wie der Jérôme Lulling als informiert wird, es auch schon für ganz langer Zeit Bücher gaufen, für sich am Detail mit der Letzteburger Spruch zu beschäftigen. Ich hatte zum Beispiel ein Grammar und ich habe einen Nonsschmengen schon gefunden, wo sich auch schon amüsiert gekauft, oder gewissen Herr José Weber, für zu probieren, dort zu gucken, wie ein Spruch überhaupt funktioniert. Dann habe ich immer ein Diktionäre noch geschafft, ich denke, da in den Gängler. Und dann natürlich auch am Ausland gibt es die oder die andere Studie schon, den Herr Bertrand, den noch da ganz gute Memo geschrieben hat in den 20er Jahren. Aber große Kurs natürlich nur im Zweiten Weltkrieg kommen, das muss ich ganz klar so, wo eben da von Chinas muss man aber ein Zeichen setzen, das Ausspruch, das ist nicht Deutsch, und da ist natürlich dann so Leute wie den Robert Bruch, die da wahnsinnig gut Arbeit gelesen haben. Und über die Jahrzehnte, dass die ganze Prozess hat einfach noch ziemlich lang gedauert, und da kommen immer so kleine Privatinitiativen noch von Leuten, die sich dann evaluieren, wie können wir einen Spruch weiter vermitteln, und da kommen natürlich dann noch die Aktion Letzteburg, Leute wie die Jules Christofori, Lex Roth oder auch den Harry Rinematz im Diktionär in den 70er und dann in den 80er Jahren, und dann noch am Ausland schon eben Leute wie den Herr Schanen, die dann noch schon Thesen darüber geschrieben haben. Was ich dann aber ein bisschen bedauerlich fand, dass es quasi bis 84 gedauert hat, für das man endlich mal das Spruchgesetz da kriegen, dass eben neben seht, dass Letzteburg als Nationalspruch ist. Aber der sieht bis heute, dass Letzteburg zum Beispiel noch immer nicht an der Konstitution verankert. Da bleibt noch jetzt zu denen. Nachdem der Jérôme Lulling 1996 als Sujet für sein Memoir Letzteburger Spruch gewählt hat, stund seine Decision fest, auch weiterhin sein Wissen am Letzteburgischen zu vertiefen, an eine andere Führung zu gehen. An dem Sinn wird sich dann auch ein nettes Projekt beteiligt, in einem Letzteburger Spruch an die Informatik. Der Jérôme Lulling. Da war direkt die Idee, natürlich kommt vielleicht kein Spellchecker für einen Spruch, für heute, das hat manchmal ein Bagatell, just für ewig, entre-temps war das, aber demnächst geht das alles nicht, und immer dann im Menü gefangen, als mal Projekte zu definieren, zu überlegen, wie kann ich die Informatik auch bezahlen, und das war dann demnächst mit dem Centre Recherche für Cabral immer noch gut gegangen. Und dann habe ich selber ein Diktionär ausgebracht, ein Online-Diktionär, leluxtico.com, den zusammen mit dem Herrn Schanen entstanden ist. Lo war ich noch von 2005 bis 2006 in der Letzteburger Version von Microsoft impliziert, und dann habe ich auch dem CPLL geholfen, dem Conseil Permanent de la Langue Luxembourgeoise, ich habe doch in einem Online-Diktionär. Da erkenne ich schon, dass immer mehr Leute auch die immens Wichtigkeit vom Internet erkannt haben, und eben sich auch bewusst sind, dass es unbedingt notwendig ist, dass als Spruch informatisiert wird. Weil ich bedauere, dass das zum Beispiel noch mal kein Grammachecker gibt für einen Spruch, dass man noch mal kein Reconnaissance Vocals Programme, kein Synthese Vokalsprogramme haben, weil das geht wirklich enorm helfen, als Spruch, als Fremdspruch auch zu definieren, und sie gingen viel mehr accessibel machen.
Überlegungen für den Lützeburgischen och sing Unerkennung als europäisch Spruch an der EU zu frohen, kann ihn immer nächst an Zeitungsartikel lesen. Der Jerome Lulling ist wohl der Meinung, dass den Heiriver diskutieren an no denken soll, allerdings wird hier, wer die Übersetzung unbelangt, sein Bedenken, an dat umso mehr, weil bei uns am Land Gesetzestexte auch nicht auf Lützeburgisch geschrieben sind. Von Molenke die ganz europäischen Texte dann, die da im Europaparlament und so weiter diskutiert, wenn die dann normal auf Lützeburg sollen kommen. Also dat mat Beispiel mat Malta und so weiter, das ist ja alles schöner gut, aber da muss ich aber auch vielleicht raisonabel bleiben und sich für dich mal Gedanken machen über die Konsequenzen von so Schritt. Sollte da enges ders Realität gehen, dass ein Spruch hier Unerkennung auf europäischem Niveau kriegt, so der Jerome Lulling, dann hätte er natürlich auch gewissen Avantagen für das Land. Dat defehlt, dass die Visibilität vom Lützeburgischen Migrosgif gehen an das vielleicht auch mal Leute, die einer Wille schaffen kommen, sich bewusst gehen, dass wir hier als Egelspruch haben, dann noch vom Herrle Götten Französisch können, der Global-Fall von uns, dass das nicht unbedingt verlegen, dass sie nicht als Spruch brauchen zu lehren. Also, die Viertel hätte doch schon Fall. Und dann ging es wahrscheinlich auch helfen, an der Grenzregion, an der Großregion hier, Lützeburg mal abzuwehren. Das nicht für direkt einfach en bloc das Ganze zu refusieren. Ich denke schon, dass es berechtigt ist, darüber seine Gedanken zu machen. Für den Jerome Lulling also da eine Priorität, dass der Lützeburger Spruch mehr eine große Stellenwert an unsere Schule soll kriegen, an der sowohl an den Primärschulen, an den Lyceen, wie auch auf den Universitäten. Bedauert tut hier aber auch, dass an der Informatik nicht die nötigen Supporten für einen Spruch gehen. Wir haben Microsoft auf Lützeburg, wir haben das Belgische Kommunikationswesen, aber dass wir letztendlich aber immer nicht nach imitieren und nicht unbedingt innovieren, weil wir gucken, da wird es schon am Ausland für die großen internationalen Spuren und dann evaluieren wir als, oh, das können die eventuell auch für Lützeburg machen. Und das wir am Anfang aber immer nach just zu Imitationsarbeiten und da fand ich ein bisschen schuld, dass man den Zug wie den Lastgängen aus den 90er Jahren ein bisschen verpasst und nicht, weil unbedingt Leute nicht so gedurcht tun, mehr, weil eben auch das ganz direkt mit Zuen verbunden ist und dann stellt den sich direkt doch vor, wie soll das da machen? Und da geht den sich bewusst, ja gut, wir haben eigentlich überhaupt keine Strukturen noch für so Leute abzufangen. Und das wird den Heikent ändern, da wird der Jerome Lulling sind konkret 4 Stellungen. Ich ging das ganz viel mit professionalisieren. Information des Formateurs sowieso. Die Leute eine Perspektive, die von sie wollen Lützeburg noch Senior gehen. Ein Recherchezentrum aufmachen, für was nicht nur was die Informatik belangt, aber auch, dass Grammaren rauskommen, Diktionären, dass immer weiter geforscht wird, weil wer den Solo nicht der vergisst, dass immens viel an den letzten Jahren passiert. Wenn ihr genau guckt, wen hat das gemacht, das sind DAX Privatinitiativen. An hier frage ich mich aber, was der Staat nicht, für allem den Ministère de l'Éducation nationale und noch den Kulturministère, für was dass die da nicht mehr an Verantwortung geholt gehen.